Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein kleines Unboxing und habe zwar von Rode die Lavalier Mikrofonhalterungen bekommen. Also das sind diese Stück hier und da sind so Klebepads dabei. Warte mal, jetzt schauen wir mal. Das sind diese Teile hier. Und zwar, wo man das Mikrofon einsteckt. Das habe ich jetzt da. Also nicht wundern, warum ich jetzt hier da eine Sicherheitsnadel habe. Weil da sind nämlich so Klebepads dabei. Das kommt dann hier drauf und dann auf die Brust, auf die Haut. Aber was machen jetzt die Leute, die wo Brusthaare haben? Ja, so wie ich. Ja. Da hebt dieser Mist nämlich überhaupt nicht. Da hilft gar nichts. Also Fazit, das ist Mist. Also wer natürlich alles blank rasiert hat, funktioniert das perfekt. Und schwitzen darf man auch kein Gramm, weil sonst klebt nämlich der nicht. Also habe ich jetzt eine Sicherheitsnadel. Und hier drinnen ist das Ding, das nicht nach unten rutschen kann. Mehr geht nicht. Das ist schon mal mein Fazit. Das ist zwar gut, man sieht das Mikro nicht, aber jetzt sieht man hier die Sicherheitsnadel. Aber die stört mich nicht. Das ist mir aber immer noch lieber, wie wenn das scheiß Kabel da so rausgeht. Ob das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich finde, diese Aufkleber sind Mist. Und diese Clips sind gut, passen allerdings nur Rode Love Plus Mikrofone drauf. Ja. Aber das von das ATR 3350, das passt hier nicht rein, weil das Ding zu dick ist. Also das kann man praktisch hier nicht reinstecken. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, eine tolle Sache. Aber das mit den Aufkleber, das haben sie sich wieder viel zu leicht geredet, weil das hält nämlich absolut scheiße. Also wenn es Brusthaare hat, hebt es nicht. Dieses Mikro selber ist zu dick, das kann ich hier nicht reinschieben. Und bei den ganzen Rode Love Plus, oder wie die alle heißen, so wie jetzt, hier mein Mikro, ja, das habe ich jetzt verbunden mit dem Rode Filmmaker Kit, mit diesem Adapter, passt das wunderbar. Aber alles andere ist scheiße. Also diese Teile sind gut, mitgeliefert werden 3 Stück und ja, so Aufkleber, beidseitige Kleberbändel, wo hier drauf klebt und dann auf die Haut. Absoluter Mist, funktioniert bei mir nicht. Also anscheinend sind die anderen alle nackig hier. Bei mir geht es nicht. Bei mir hebt es leider nicht. Und schauen wir mal, wie das wird. Ob man hier Geräusche hört, weiß ich jetzt nicht. Man muss ja nicht richtig rumjoggen. Ja. Also das finde ich ein bisschen Nachteil. Ja. Wie gesagt, es werden 3 Stück geliefert und insgesamt kann man 2 Mikrofone durchstecken. Und also Smart Lav, für alle Smart Lav Lavalier Mikrofone, ja, funktioniert das perfekt, aber ansonsten kann man es leider die Aufkleber in die Tonne klopfen. Also ich habe jetzt das gelöst mit einer Sicherheitsnadel und scheiß die Wandern, machen wir jetzt einfach so. Na gut, das war's einmal. Ein kleines Unboxing. Viel gibt es ja nicht zum Sagen. Bis auf die Aufkleber, die wo meiner Meinung nach viel Anzeige sind.
Also ich habe einfach den Puschel runtergetan und ohne Puschel dran gesteckt. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Ja, mit diesem Sinne, das war es dann schon mal. Und jetzt mache ich dann auf. Neue Visitenkarten sind gekommen. Die habe ich ein bisschen geändert. Da schauen wir jetzt einmal schnell rein. Jetzt muss ich gerade schauen, dass ich das richtig aufmache, nicht dass ich die Schachtel kaputt mache. Ah ja. Schauen wir mal, wie die neuen ausschauen. Oh ja. Oh ja. Das sind die neuen in Metallic-Effekt. Ja. Sieht geil aus. Und hinten sind sie auch bedruckt. Nur es hat sich einiges geändert und sonst ist alles so, wie es vorher war. Ein richtig schöner Glanzdruck. Sehr hochwertig, sehr edel und meine Visitenkarten lasse ich grundsätzlich bei Vistaprint drucken. Genau wie meinen großen Werbebanner habe ich auch von der Firma Vistaprint. Und ich bin sehr zufrieden mit dieser mega geilen und schönen Druckqualität. Ich weiß nicht, ob man den Glanzeffekt hier auf dem Video sehen kann. Ja, drehen wir extra ein bisschen schräg. Ja, aber normalerweise ja. Gut, Vistaprint habe ich gekriegt. Machen wir gleich wieder zu. Da muss ich sagen, perfekt, sauberer Druck. Auch nicht schlecht. Und was hat man hier drin? Ich schätze mal, ich weiß, was drin ist. Gut verpackt. Und es ist definitiv ein mega leckerer Honig. Oh, der ist gut verpackt. Wow. Sehr gute Honig, muss ich gleich schon mal sagen, von der Firma Feld. Eichede von der Imkerei und Bienenprodukte Rüdiger Feld in Eichede. Das ist ein Lindenhonig, 500 Gramm, MHD bis 13.03.2021. Und dann haben wir hier, wow, also das ist mega geil verpackt. Gehört habe ich von guten Bekannten davor. Und ich habe mir gedacht, ich bestelle mir mit 2 verschiedene Sorten. Und zwar, dieser soll sehr lecker sein. Das ist auch von der gleichen Firma, ein Urwaldhonig. Ja, also etwas dunkel. Unser Honig stammt aus ausgesuchten Trachtregionen, wird imkerlich, handwerklich gesät und abgefüllt. Die Bienenvolktemperatur wird dabei nicht überschritten und der Honig schonend kühl und dunkel gelagert. Besonderen Wert legen wir auf den Erhalt der Sortenreinheit, indem wir die Honige so belassen, wie sie geerntet wurden. Einen sehr wohlschmeckenden, lieblichen Honig liefert die Dschungelvegetation der Gebirgstäler Guatemalas. In manchen Jahren befliegen die Bienen zusätzlich die Kaffeepflanzungen der Bergregionen. Auf der klimatisch optimalen Bedingungen werden hier die Bienen nicht mit Zucker gefüttert. Urwaldhonig. Das war's von meiner Seite her. Danke fürs Einschalten. Das war ein kleines Unboxing, was ich heute alles bekommen habe. Dieses Produkt.
neue Visitenkarten und 2 leckere Honig. Danke fürs Einschalten. Helmut, die Anker Filmschmiede. Bis zum nächsten Video. Macht es gut. Also, Servus.